Liebe Leute, willkommen beim ersten Troy's Tech Talk mit mir, Troy. Und heute schauen wir uns so ein richtig geiles System an von Joule Performance, nämlich der Rage 4090. Und wie der Name schon sagt, da drinnen ist ein RTX 4090. Es ist drinnen einfach das Beste vom Besten. Das Beste vom Besten, liebe Chat, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Und wir werden uns jetzt schnell ein Video anschauen. Ich werde das auch ein bisschen erklären. Es geht auch so ein bisschen um Unboxing zuerst einmal. Wie kommt das Ding bei einem daheim an? Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal. Let's go. Das geht natürlich nicht. Jetzt. So, also wir haben gesehen, es kommt in einer Joule Performance Box, die ist weiss, und in der Box ist nochmal eine Box, so quasi ein Boxception. Und das Gerät wird auch in der Originalschachtel geliefert, vom Kyus tatsächlich. Wir haben natürlich das Zubehör. Da noch so ganz schön «Welcome to the Joule Family», oder? Und das finde ich mega nice, dass da das Zubehör endlich in einer schönen Schachtel innen ist. Also sehr übersichtlich alles angeschrieben. Echt nice. Also man hat einerseits Bedienungsanleitungen und das Mainboard-Zubehör. Man hat die restlichen Stromkabel für das Netzteil, die nicht gebraucht worden sind. Kann man brauchen, wenn man irgendwie eine zusätzliche Hardware einbaut, wo man noch ein Stromkabel braucht. Und natürlich, wir schauen es uns schnell an, gerade beim Mainboard-Zubehör haben wir zum Beispiel die WLAN-Antenne. Braucht man, ich tue schnell pausieren, braucht man tatsächlich, wenn man halt nicht direkt ein LAN-Kabel kann anschliessen kann. Ich als Gamer empfehle aber ganz klar, schliessen das Zeug per Kabel an. Wir haben noch weiteres Zubehör wie Wärmeleit-Pads und so ein Bändchen da von Asus. Quick Start Guide ist drin, ein bisschen ich glaube, Werbung für irgendeinen Stuhl von Joule Performance, wenn es mich nicht täuscht. Bedienungsanleitung vom Mainboard ist natürlich dabei. Also alles von allen Komponenten, wo wichtig ist, wo man irgendwann brauchen kann, ist hier drin. Wie gesagt, Stromkabel vom Netzteil und natürlich Stromkabel. Eines der Hybridstecker und eines der Euro-Stecker. Genau, was haben wir im Quick Start Guide? Wir haben eine Einleitung, wir haben den Lieferumfang, was ist alles dabei, Reinigungstipps und so weiter. Und für die erste Inbetriebnahme sind folgende Schritte notwendig. Das ist auch schön abgebildet, also ganz wichtig. Read the manual. Leset das Ding durch, bevor ihr den PC in Betrieb nehmt. Aber es ist nicht allzu kompliziert tatsächlich. Er hat auch noch Garantiebestimmungen und so weiter drauf. Und was ich sehr cool finde, wir haben, es wird ein USB-Stick mitgeliefert, mit dem man das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann. Ich finde das irgendwie noch cool. Das hat man sonst eigentlich nie, oder ich habe das noch nie erlebt. Finde ich ein nettes Detail. Genau. So, wir packen das Ding weiter aus. Und ja, zuerst war es auf dem Kopf. Sehr schön. Let's go. Es ist recht schwer, muss ich sagen. Schwere Hardware verbaut. Und da, das ist vielleicht noch wichtig, Transportsicherungspolster, die natürlich rausnehmen, bevor man den PC in Betrieb nimmt. Ganz wichtig auch, nicht fortrühren das Zeug, weil sollte ihr den PC müssen retournieren oder wenn ihr irgendwie einen Garantiefall habt, einen Reparaturfall, dann braucht ihr das wieder, damit auf dem Transportweg auch nichts kaputt geht. So, das gehört natürlich auch dazu. Let's go. Das machen wir vorne auch noch mal schnell. Das gehört einfach dazu. Da habe ich es nicht so sauber gebraucht tatsächlich. Fail, Troy, fail! Aber ich habe es probiert. So, wir schauen uns hier schon mal die ersten Hardware-Sachen an, die verbaut sind. Und zwar haben wir hier im hinteren Teil vom Gehäuse
Verbaut erstens mal das Corsair IQ Lightning Note Pro. Das ist ein RGB-Beleuchtungssteuergerät. Mit dem Ding werden alle RGB-Sachen, alles, was leuchtet tatsächlich, vor allem die RGB-Stripes, werden angesteuert. Wir sehen das nachher dann noch schön leuchten. Wir haben einen Samsung 870 Evo 2 TB SATA SSD verbaut. Eine gängige SSD, sehr beliebt. Und unten sieht man auch noch mal das Netzteil Corsair HX1000i, ein 1000 Watt Netzteil von Corsair, modular, darum auch die ganzen Kabel, die wir vorhin angeschaut haben. Also man muss nur die Kabel ins Case reinnehmen, die man effektiv auch braucht für die Hardware. Ja, das ganze Platinum-Zertifizierung, Platinum Plus, glaube ich. Genau, wir machen mal weiter. Vorne, da haben wir die richtig geile Hardware drin. Das Ganze ist auf einem Mainboard Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi. Ja, ein ATX Motherboard, natürlich mit dem LGA 1700 Sockel. Wir haben einen Intel Core i9 13900 drin, also neueste Generation. Auch da, ich würde jetzt mal behaupten, das Beste. 24-Kern-Prozessor, 3 GHz bis 5,8 GHz im Boost-Mode tatsächlich. Genau, wir haben Corsair Dominator Platinum RGB RAM drin, also 2x32, insgesamt 64 GB DDR5 RAM mit 5600 MHz und einer Latenzzeit von CL40. Und alles schön beleuchtet natürlich, RGB-Beleuchtung muss sein. Wir sehen es jetzt noch nicht leuchten, das sehen wir dann nachher noch. Wir haben eine Grafikkarte, also wirklich so ein bisschen das Highlight von dem PC. Asus TUF RTX 4090, 24G Gaming. Also auch da wieder das Beste vom Besten, würde ich jetzt mal behaupten. High-End-Grafikkarte mit 24 GB DDR6 RAM und DLSS 3 Unterstützung. Und wir gehen weiter. Let's go. Wir haben hier noch mehr. Wir haben nämlich hier nochmal, ich habe es vorhin schon erwähnt, Corsair IQ. Nein, ich habe es vorhin noch nicht erwähnt. Wir haben hier natürlich den Flüssigkeitskühler noch auf dem CPU verbaut. Mit dem dreifach Radiator vorne verbaut. Genau, und alles natürlich auch mit RGB-Lüfter. Alles leuchtet bunt. Und wir haben nochmal hier Main SSD, also ein Samsung 990 Pro, die neueste. 2 TB NVMe SSD. Super schnell das Ding. Und da ist auch ein System drauf installiert. Wir schauen schnell, was wir hinten dran haben. Was haben wir für Anschlüsse hinten? Auch sehr wichtig. Ich finde, gerade bei mir spielt das gerade so eine wichtige Rolle, weil ich sehr viele Geräte habe. Und da mal schnell so eine kleine Zusammenfassung. Wir haben natürlich Onboard HDMI und Onboard DisplayPort, wobei die braucht man eigentlich noch nehmen. Wir haben ja schliesslich auch eine Grafikkarte verbaut. Wir haben aber 4x USB 2, 4x USB 3.2, ich habe das USB nicht angeschrieben, merke ich gerade. 2x USB 3.2 Gen 2 und 2x USB-C 3.2 Gen 2. Genau. Wir haben einen 2,5 Gigabit LAN-Anschluss, finde ich auch mega nice. Ich glaube, das ist sogar heutzutage der Standard, wenn es mich nicht täuscht. Für mich ist das erste System, das tatsächlich mehr als 1 Giga hat. Wir haben so ein bisschen standardmäßig noch den SPDIF-Out für das optische Signal, für Audiosignal. Und natürlich die ganzen 3,5 mm Audioanschlüsse. Und man sieht hier, Wi-Fi-Antennenanschluss ist da natürlich auch dran, wo man nachher die Antennen befestigen kann, die wir vorhin schon gesehen haben. Genau, was haben wir vorne? Was haben wir, oder besser gesagt, oben für Anschlüsse? Wir haben nochmal 2x USB 3.1, wir haben einmal USB-C und wir haben einen Mikrofoneingang sowie einen Kopfhörerausgang, was sehr praktisch kann sein. Und das Case selber nochmal schnell. Ein Corsair Obsidian 500D, ein Mid-Tower Case
mit gehärtetem Rauchglas und das Ganze ist aus Aluminium. Genau. So. Wir schauen schnell, was wir vorne drin haben. Man kann hier den Filter rausnehmen, den Luftfilter. Also wenn ihr den irgendwann reinigen müsst, und das ist zu empfehlen, nach, ich sage jetzt einmal, jahrelangem Einsatz, das Ding ab und zu mal reinigen. Aber man kann es sehr, sehr gut entfernen. Auch unten haben wir noch mal so einen Luftfilter drin. Kann man auch ganz easy rausziehen und reinigen. Was ganz wichtig ist, also ich finde das wichtig, man hat hier diverse Berichte gelesen, also bei der RTX 4090 der Stromstecker, wenn er nicht richtig befestigt ist, zu Problemen kann führen. Die es wissen, die wissen es. Darum habe ich auch noch schnell den Check gemacht, ob das Ding auch richtig eingesteckt ist. Genau, wir stecken den Strom ein, den Hauptschalter ein und starten das Ding mal. So, und so sieht das Ding aus. Es leuchtet in allen Farben. Mega schön, wie ich finde. Ich bin jetzt nicht unbedingt der grösste RGB-Fan, aber ich finde es irgendwie schon noch nice. Also, ich bin ein bisschen auf den Geschmack gekommen, seitdem ich da das System bei mir stehen habe. Swiss Crafted Gaming übrigens auf dem Flüssigkeitskühlblock drauf. Das ist, glaube ich, Default wäre das Logo von Corsair drauf. Aber Swiss Crafted Gaming ist, glaube ich, Slogan von Joule Performance. Genau! So. Das wäre mal der erste Teil. Wir haben ein bisschen einen Überblick. Wir haben die Specs und so weiter. Und das Nächste, was wir uns würden anschauen, ist so ein bisschen Beleuchtung. Was kann man alles machen? Wir haben es gesehen, das Ding hat schon in allen Farben geleuchtet. Ich glaube, ich habe es jetzt aktuell hier bei mir auch auf Standard. Das ist so ein bisschen regenbogenmässig. Geht die ganze Hardware durch. Aber es gibt auch eine Software von Corsair IQ, wo man das Ganze kann steuern tatsächlich. Und wir schauen uns das mal schnell an. So. Genau, ich habe auch eine kleine Aufnahme gemacht von der Hardware, von der Software. In dieser Software kann man so diverse Presets wählen, das ist jetzt auch alles Default, also so kommt es her. Und es gibt statische Farben, die man einstellen kann. Es gibt so Animationen, basierend auf Videos, wo man auch selber hinterlegen kann. Also ihr seht, man kann da alles Mögliche an Presets wählen. Man kann aber auch natürlich alles selber einstellen. Wir schauen uns hier noch schnell Rainbow an. Da passiert aber irgendwie nicht viel. Ich glaube, es ist mega langsam. Und übrigens, was ich da noch schnell dazu sagen kann, wo das System gekommen ist, haben tatsächlich die LED-Stripes, also man sieht unten, sieht man sie so ein bisschen reflektieren, die sind oben, unten, links und rechts montiert. Die haben nicht geleuchtet. Also ich musste die zuerst einschalten in dieser Software. Also ist vielleicht noch für die so ein System kaufen oder gekauft haben und vielleicht merken, hey, da leuchtet nicht alles, was leuchten, dann liegt es wahrscheinlich an dem, einfach in der Software einschalten. Das wäre unter Lightning Node Pro, also dort quasi das erste Register, das man hat. Dann kann man das einschalten. Wir haben hier also die Murals, nennen sich die. Das sind also so Effekte, also weitere Presets auch. Das ist aber auch der Ort, wo man eigene Videos, eigene Bilder kann, verwenden kann, um die Farbkombinationen eigentlich zu gestalten. Man kann auch sagen, hey, der Display, der Monitor soll eigentlich dafür sorgen, also wie soll ich sagen, die RGB-Sachen im PC sollen gleich leuchten, wie das auf dem Monitor dargestellt wird. Wir haben auch eine Funktion, wo man sagen kann, hey, die RGB-Lichter sollen auf Audio reagieren. Also wenn man Musik hört, dann blinken da die Teile. Ich finde das nicht unbedingt so cool, aber vielleicht braucht es da noch ein bisschen Einstellungen, damit das nicht einfach immer nur so ein bisschen blinkt. I don't know. Genau, man kann, es sind so noch Haufen weitere Presets versteckt, habe ich da auch gesehen. Also man kann da ewig umspielen, würde ich jetzt mal behaupten.
Und das ewig einrichten, bis es perfekt ist. Wie gesagt, man kann eigene Videos aufladen. Das ist übrigens der Ort, das erste Register, wo man die RGB-Stripes einschalten muss. Das finde ich auch mega cool. Das ist, da kann man das Video, das ich gesagt habe, kann man da eigentlich erstens auswählen und man kann auch die ganze Hardware mit den ganzen, also die ganzen Lüfter und RGB-Sachen sind da als Element dargestellt in dieser Software. Und da kann man das so umschieben und so platzieren, wie es eigentlich auch in echt ist, und über das Video reinlegen. Und dann reagieren die entsprechend auf das, was an dem Ort auf dem Video auch gerade passiert, farbtechnisch. Also da mega cool. Genau, und das ist schwarz. so viel zum Thema Beleuchtung. Genau. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal ein bisschen Benchmarks an. Wie läuft das Ding? Wie performt das Ding? Und ich würde sagen, ich mache da mal schnell den Browser auf. Am besten schauen wir schnell ein paar Ergebnisse an, die ich gerade im Browser innen zeigen kann. Moment schnell. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Google wollen wir gerade nicht anschauen, merci. Aber 3D-Mark, genau, 3D-Mark ist der erste Benchmark, den ich gemacht habe. Für die sich auskennen, dann sagt euch die Zahl vielleicht etwas. Für alle anderen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, jetzt da irgendetwas rauszusehen anhand von dieser Zahl. Aber der Score ist 25.697. Man sieht hier nochmal die Hardware. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass da endlich steht, hey, es ist besser als 97% von allen Resultaten. Also man merkt da, dass man mit dem System ganz, ganz vorne dabei ist und wirklich so ein bisschen das Beste vom Besten hat. Wir haben da noch so ein paar weitere Informationen, die vielleicht interessant sein könnten. Also ich kann es euch mal anschauen, für die nur zulassen. Erwähne ich sicher mal die durchschnittliche Temperatur von der Grafikkarte während dem Benchmark ist 76 Grad gewesen. Also eigentlich ganz in Ordnung, wie ich finde. Und das sind ja wirklich Benchmarks, die lasten die Grafikkarten also recht aus. Genau, wir haben hier noch mal ein paar Details zum Prozessor. Wie gesagt, Standard Clock ist 3 GHz und Boost Clock ist 5,8. Genau. Wir schauen uns noch schnell an. Von 3D Mark gibt es natürlich auch den Time Spy Extreme Benchmark. Da haben wir 17.907 Punkte gemacht mit dem System. Da ähnlich unten dran, besser als 98% von allen Resultaten. Und auch hier ähnlich 74 Grad Celsius ist die Grafikkarte warm geworden. Was für mich auch noch sehr relevant ist, und darum habe ich das gemacht, ich habe einen kleinen Blender-Benchmark gemacht. Und zwar, es ist jetzt auch da wieder schwierig. Es ist da schwierig, wenn man die Zahl sieht, was bedeutet das. Ich gehe jetzt da nicht ins Detail. Aber was ich kann sagen, das ist der Benchmark-Score, also 11.933,49. Das ist der Benchmark-Score von dieser 4090, die hier verbaut ist. Und zum Vergleich, die Grafikkarte, die ich in meinem System verbaut habe, ist ein RTX 3090. Also wir sehen jetzt endlich hier so ein bisschen den Unterschied raus. 4090, 3090. 11.933 bei der 4090, 5.265 bei der 3090. Also tatsächlich mehr als doppelt so leistungsstark ja, bei Blender-Anwendungen. Gemäss dem Benchmark. Was ich recht nice finde. Weil 3090er war ja damals auch schon ein Rechtsmonster. Ist jetzt schon ins Alter gekommen. He? Und 4090 ist auch mehr als doppelt so schnell. Jetzt zumindest bei Blender-Anwendungen. Oder bei dem Benchmark zumindest. Genau, so. Ich muss nochmal schnell die Szene wechseln.
Wir schauen uns jetzt natürlich nicht nur Blender und 3D-Mark Benchmarks an, wir schauen jetzt auch so ein bisschen, wie performt das System in Games. Ich habe dazu diverse Benchmarks genutzt. Ich bin auch in einem Game schnell einfach ein bisschen zocken und habe mir die FPS-Zahl angeschaut und da verglichen mit dem 3090-System, das ich habe. Einfach FYI, also mein System, das ich habe, privat, hat eigentlich etwa die gleiche Konfiguration. Also ich habe den gleichen Prozessor, ich habe die gleiche RAM, aber ich habe halt auch eine 3090er Grafikkarte. Also wenn man dort vergleicht, sieht man vor allem so ein bisschen den Unterschied von der Grafikkarten raus. Aber let's go, wir schauen uns schnell Game Benchmarks an. Oh, das ist falsch. Jetzt. Also, natürlich Modern Warfare 2 Benchmark kann ich laufen lassen. Wir schauen uns das jetzt auch komplett schnell an. Man sieht unten links die FPS-Zahl, die aktuell, also die war vorhin irgendwie bei 200 gewesen, jetzt ist sie so bei 180. Es springt ein bisschen um, aber das ist ganz normal. Es ist halt je nachdem, wie viel es gerade los ist. Auf dem Bild schwankt das um. Wir haben auch die Temperatur der Grafikkarte unter 65 Grad Celsius aktuell, was ich recht kühl finde, muss ich sagen. Genau, das ist auch der Standard-Benchmark übrigens von Call of Duty Modern Warfare 2. Also ihr könnt den auch auf eurem System laufen. Es wird nachher noch mal schnell angezeigt, welche Einstellungen ich hatte. Dass ihr vergleichen könnt. Genau, und die Übersicht sollte jetzt in jedem Moment kommen. Genau, also wir haben, im Durchschnitt haben wir 184 FPS bei Modern Warfare 2 bei dem Benchmark. Was noch erwähnenswert ist, ich habe das Ganze noch 1440p gemacht. Und, schnell schauen. Es ist, sehen wir hier die Einstellungen nicht. Es ist alles auf höchste Einstellungen gestellt. Und DLSS habe ich rausgenommen. Also es ist, ich glaube, Extreme nennen sich die Einstellungen, wenn es mich nicht täuscht. Aber es ist genau da, alles auf Extreme, DLSS raus. Und dann ist das Ergebnis, das wir mit diesem System haben. Im Vergleich, ich muss da schnell meine Notizen vornehmen. Ich habe gesagt, ich vergleiche nochmal mit dem Wert, den ich mit meinem 3090er-System habe. Ich habe jetzt hier bei meinem System nur 111 FPS im Durchschnitt bekommen. Also, wie gesagt, gleiche Hardware, ausser die Grafikkarte, die nur ein 3090er ist. Also auch hier ein rechter Leistungszuwachs, wie ich finde. Genau, wir gehen mal schnell weiter zum nächsten Benchmark. Natürlich Cyberpunk kann ich auch noch schnell den Benchmark laufen lassen. Jetzt ist gerade das BRAC-Logo über der FPS-Zahl. Sehr schön, aber wir haben nachher auch da wieder so eine Zusammenfassung. Aber zwischen 75 und 80 FPS läuft das Ding. Und Cyberpunk auf den höchsten Einstellungen, ganz klar muss ich noch erwähnen. Ohne DLSS, auch da. Einfach falls ihr das auch vergleichen mit dem Benchmark, den ihr hier seht. Genau, also ich würde jetzt mal sagen, es ist recht stabil, also ja, irgendwann bei 80, 90 dort rum. Und Cyberpunk sieht einfach schon mega nice aus, oder? Und ich da die Benchmarks gemacht habe, ich habe wirklich gedacht, hey, ich muss das Game endlich mal zocken, weil ich es halt nie gezockt, oder? Weil ich also mal angefangen zu zocken nach Release und dort hat es viele Bugs gehabt und so weiter. Aber ich werde jetzt nicht lästern über Cyberpunk, nein, das hat sich ja auch gemacht, das läuft glaube ich jetzt inzwischen sauber. Oh, jetzt, genau, jetzt muss ich nochmal schnell zurück, jetzt habe ich da natürlich geschnorrt, während das Ergebnis gekommen ist. Wir haben durchschnittliche FPS 84 FPS, Max ist bei 126, Minimum ist bei 47. Und da sieht man nochmal, DLSS habe ich nicht aktiviert. Alles andere ist auf Max, also alles andere ist voll oben. Da steht zwar jetzt Voreinstellungsname ist angepasst, das ist aber
weil ich halt DLSS rausgenommen habe. Man sieht aber in der nächsten Darstellung, ich habe DLSS natürlich auch einmal aktiviert. Da sieht man jetzt auch den Preset-Namen, der ist Raytracing Ultra. Also man sieht da, das ist wirklich das höchste Preset, das man wählen kann. Auf 1440p muss ich vielleicht auch noch erwähnen, das Ganze. Und mit DLSS haben wir ganze 118 FPS. DLSS, für die es nicht wissen, es tut eigentlich das Game in einer niedrigeren Auflösung rendern und noch upscalen, sage ich jetzt mal. Es ist vielleicht nicht zu 100% erklärt mit dem, aber das ist mehr oder weniger so, wie es funktioniert. Und das System macht eigentlich ein sehr, sehr sauberes und schönes Upscaling, so dass man manchmal effektiv gar nicht merkt, dass man auf einer niedrigeren Auflösung unterwegs ist. Also zum noch mal ein paar FPS rausholen, würde ich DLSS klar empfehlen. Und auch genau, wie viel habe ich mit meiner 3090, das kann ich noch sagen. Bei Cyberpunk habe ich jetzt zum Beispiel mit der 3090er 46 FPS ohne DLSS und 87. Also da doch ein recht grosser Leistungszuwachs. Ja? Also ich finde das auch mega nice, wie das performt da. Wir gehen mal weiter und genau. Moment schnell, ich muss mich da schnell einblenden. Natürlich habe ich mich auch gefragt, ist ja schön und gut, wenn das da so flüssig läuft bei Modern Warfare 2 und Cyberpunk und so weiter. Aber, but can it run Crysis? Das ist natürlich die Frage, oder? Can it run Crysis? Das geht da gerade weiter, hoffentlich. Das habe ich natürlich auch getestet. Mit Crysis Remastered. Crysis Remastered hat irgendwie so einen Benchmark, aber ich bin da nicht schlau geworden aus dem Ding. Aber ich habe gedacht, hey, ich gehe da auch mal ins Spiel rein, schauen wir die FPS-Zahlen an. Oben links habe ich die FPS-Zahlen auch ein bisschen grösser gemacht, damit man es sieht. Aber ihr seht, alles in den Einstellungen ist auf Can it Run Crysis eingestellt, also die höchsten Einstellungen, die es gibt. DLSS auch hier wieder ausgeschaltet, damit wir wirklich so den richtigen Wert haben, was das System kann leisten kann. Und auch hier, ich kann euch sagen, damit wir so ein bisschen einen Vergleich haben, 3090er-Vergleich, mein System, hat bei Crysis da, also gleiche Einstellungen, gleichen Ort, so zwischen 90 und 100 FPS angebracht. Und auf diesem System, mit den 4090er, haben wir doch ein bisschen mehr. Also wir sind, glaube ich, konstant immer ganz klar über 100 FPS. Jetzt hier am Anfang haben wir 131 FPS aktuell. Das ist die Szene ganz am Anfang des Spiels. Die es kennen, wissen vielleicht, was ich meine. Wo man mit dem Fallschirm runterkommt und dann Fehlfunktion ist und so weiter. Auch da bin ich gerade lustig geworden auf das Spiel, oder? Mega nice. Release war, glaube ich, 2007, oder? 2007 Crysis. Gut, das ist jetzt remastered, das ist nochmal ein bisschen aufgepeppt. Aber immer noch sehr demanding auf dem Preset. Wo eben lustigerweise heisst Can it run Crysis. Also aktuell haben wir da so 150 FPS. Genau, wir schauen hier noch ein bisschen Gameplay, schauen, wie sich hier die FPS verhalten. Also aktuell 175, also es geht ein bisschen auf und ab, auch je nachdem, was gerade so auf dem Bild ist. Ich gehe da mal schnell ein bisschen für. Und schnell. Hier noch meine FPS-Künste, die ich nicht habe, zeigen. Also nicht Frames pro Sekunde, sondern meine First-Person-Shooter-Skills. Aber ich glaube, man sieht so ein bisschen, wo da so ein bisschen der Durchschnitt ist, FPS-technisch. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so um die 160 herum.
schnell schauen. An diesem Ort kann ich noch mal schnell einen Vergleich machen, wie viel als ich hatte. Also in dem Moment habe ich auf meinem System 100 FPS gehabt, und da haben wir jetzt 180 FPS, also da auch ein riesen Leistungszuwachs. Nicht ganz doppelt so viel. He? Übrigens auch mega nice in Crysis, dass man die Palmen kaputt schiessen kann. Man kann sie nur kaputt schiessen und nicht kaputt hauen, habe ich feststellen. Genau, so viel zum Thema Can it run Crysis? Natürlich läuft Crysis und es läuft auch sehr flüssig, wie ihr gesehen habt. Genau, was können wir uns noch anschauen? Wir können uns noch schnell Lautstärke. Wie laut ist das Ding? Weil ja, es sind doch 6 Lüfter verbaut. Also ein Radiator mit 3 Lüftern, die wir vorne haben, zieht übrigens die kalte Luft rein von vorne. Und wir haben hinten einen Lüfter, der die Luft rausbläst. Und wir haben oben 2 Lüfter, die die Luft auch nach oben rausblasen. Genau. Und weil wir so viele Lüfter haben, sie leuchten zwar bunt, aber sie machen natürlich auch Geräusche. Und wir schauen mal schnell, wie laut das ist. Und ich habe das getestet übrigens, einfach als es schnell gesagt ist, mit Apps. Und ich weiss, es ist nicht ein Gerät, ein professionelles Gerät, aber ich habe es halt auch mit einer App getestet. Ich weiss nicht, wie genau das ist. Einfach, als das gesagt ist. Aber es ist so in der Region, würde ich jetzt mal sagen, wo auch die Joule Performance sagt, dass es ist, vielleicht ein bisschen höher tatsächlich. Aber wir schauen uns mal schnell an, was ich hier gemacht habe. Genau. Also, so, ja, jetzt hat man es. Mal schnell warten. Genau. Also 36, 35 Dezibel ist quasi einfach ohne, dass der PC läuft. Ich lade ihn an. Und natürlich tut er dann zuerst mal ein bisschen Lärm, aber das ist ganz normal. Alle Lüfter fahren schnell rauf und das ist ganz normal. Es pendelt sich dann, glaube ich, auch wieder ein. Da haben wir es auch gerade. So um die 39, 40, 41 Dezibel gemäss meinem App. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen. Ich muss vielleicht auch noch mal schnell zurück. Ist jetzt gerade ein bisschen schnell gegangen. Ja, nochmal. Wenn man ein YouTube-Video anschaut, also ich habe da einfach ein YouTube-Video laufen lassen, ich sage jetzt mal echt einen ganz normalen Betrieb, wo man kein Game am Laufen hat und irgendwie etwas am Rendern ist, da kann man so mit diesen 39 bis 41 Dezibel rechnen. Wo ich 3D-Mark am Laufen hatte, ist das Ding dann auch ein bisschen lauter geworden. Also wir haben eigentlich kurz 45 Dezibel gesehen. Also ja, 43 bis 44, 45 Dezibel unter Last. Und auch hier nochmal schnell den Stromverbrauch. Ich habe da so ein Gerät, wo ich mir die Watt anzeigen kann. YouTube-Video ansehen, oder? Dann verbraucht es so zwischen 130 und 200 Watt. Es kommt damals ein bisschen rauf, aber das ist, glaube ich, normal. Weil auch in einem YouTube-Video muss die Grafikkarte ein bisschen rechnen. Wenn man 3D-Mark am Laufen hat, also quasi das Ding recht ausgelastet wird, ich sage jetzt mal Grafikkarte ausgelastet, sowie auch CPU ausgelastet, 666 Watt haben wir gerade gesehen, saugt dann das System, was tatsächlich nicht wenig ist. Also das vielleicht auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, gerade wenn die Strompreise halt auch ein bisschen höher sind, einfach als man weiss, dass das nicht gratis ist, dass das ein bisschen etwas kostet, wenn man da so ein System am Laufen hat. Wir haben da noch mal schnell eine Übersicht, auch während diesen Benchmarks, die ich hier gemacht habe, was so die Maximaltemperatur ist, zum Beispiel 70 Grad zeigt es mir jetzt hier an. Genau, einfach das noch mal schnell zum zeigen. Genau. Lieber Chat. Und ich glaube, wir haben jetzt das Wichtigste durch. Ich schaue jetzt mal schnell, was wir noch machen. Was meine Notizen vornehmen. Schnell auf die Uhr schauen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Gut. Wir schauen uns noch schnell Produkte von Corsair an, die hier verbaut sind. Ich muss die hier schnell hervorholen. Let's go. Also einerseits, was ich nicht habe, aber wir haben es jetzt hier manchmal gesehen, der Flüssigkeitskühler, der verbaut ist, also wo die CPU kühlt mit dem dreifachen Radiator vorne montiert. Das ist auch von Corsair.
Und ich habe hier noch ein bisschen Hardware. Auch schnell zum zeigen, was hier noch verbaut ist. Also das Netzteil von Corsair ist das HX1000i. Und wir schauen uns die Hardware natürlich auch schnell an. Nicht nur die Box. Wir schauen uns das Ding schnell an, wie ihr seht. Ich habe das noch nie ausgepackt. Aber was hier eigentlich interessant ist, jetzt gibt es Leute, die denken, Troy, das ist doch einfach nur ein Netzteil. Was willst du jetzt hier zeigen? Oder? Aber wenn es ein Feature gibt, das man hier zeigen kann, ich bin recht Fan von dem, ist natürlich, dass das Ganze, mal schnell schauen, ob wir es hier schnell in die Kamera haben. Genau. Es ist modular. Ich bin also sehr Fan von modularen Netzteilen. Das sorgt für Ordnung. Weil man muss nur die Kabel anschliessen, die man auch braucht. Also man hat nicht irgendwie einen riesen Kabelsalat, oder? Genau. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Feature, das ich halt geil finde. Und natürlich hat 1000 Watt hat das Ding, liefert das Ding oder kann es liefern. Ich sehe gerade einen USB-C-Port. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, für was das der ist. Vielleicht ist ja jemand im Chat, der das weiss. Genau, es ist alles schön angeschrieben. Natürlich ein Lüfter, logischerweise, ist auch drin, ist nicht passiv gekühlt. Bei 1000 Watt wird es wahrscheinlich schwierig, das Ding passiv zu kühlen. Genau, und was haben wir noch? Von Corsair haben wir natürlich auch verbaut, ich habe es vorhin schon erwähnt. Corsair Dominator Platinum RGB RAM. Und zwar ein Zweier-Kit, 2x32 GB, insgesamt 64 GB. Ich packe die mal schnell aus, auch hier wieder. Es ist eigentlich cool, wenn man sich anschaut, wenn sie leuchten. Man sieht sie auch hier. Sie leuchten halt schön. Wenn ich sie hier in der Hand habe, leuchtet es natürlich nicht. Aber was ich schnell schaue, ist, wie hoch sind sie. Das ist manchmal noch wichtig. Es ist manchmal noch wichtig, dass man weiss, wie hoch sind die RAM. Jetzt in diesem System nicht. Es ist wie alles schon zusammengebaut. Da muss man sich die Gedanken nicht machen, logischerweise. Aber wenn ihr jetzt selber ein System zusammenstellt, das zum Beispiel einen Luftkühler hat, sagen wir jetzt mal von Noctua, ich weiß nicht mehr genau, wie er heisst, der Riesenblock, oder? Dort, und das habe ich übrigens in meinem System eben so drin, dort ist es dann eben wichtig, dass man weiss, wie hoch sind die RAM, weil oben durch geht der Luftkühler. Der Riesenblock, oder? Und in der Regel, also bei mir ist es jetzt auch so, in meinem System, das ich habe, bei mir würde das nicht funktionieren mit diesen RAM, weil die wären zu hoch. Das heisst, ich müsste einen Lüfter wegnehmen beim Noctua CPU-Kühler. Könnte ich machen tatsächlich. Aber ich muss da mal schnell, Moment, ich nehme da schnell meinen Meter für. Schauen mal schnell. 5,5 cm. 5,5, ich kann es jetzt schlecht sagen, aber auch kannst du mir glauben, dass ich es da schnell gemessen habe. 5,5 cm sind die Dinger hoch. Auch dass ihr wisst, genau, wie da die Dimensionen sind. Let's go. Schnell eine scharf stellen. Oben sind die LEDs. Das Ganze kann man, die RGB-Sachen kann man natürlich steuern über die Software, die ich gezeigt habe. Genau. So, haben wir noch etwas, wo wir anschauen müssen? Steffi, wenn du noch denkst, oh mein Gott, Troy, du hast etwas vergessen, Steffi, dann schreib es einfach. Ich schaue ein bisschen auf den Chat. Und, aber was ich mal sagen kann, mein Fazit zu diesem System. Was denke ich darüber? Was wir vielleicht noch schnell sagen können, was ich noch schnell sagen kann, sind, wie wäre der Preis, wenn man es selber zusammenstellt? Das ist wirklich eigentlich, ich finde das eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen muss, bevor man so ein System kauft. Und ich muss da dazu schnell meine Notizen aufmachen, die ich natürlich nicht offen habe. Bin wieder mal sehr gut vorbereitet. Moment schnell. Wo ist es denn? Let's go. Also, wenn wir jetzt die Komponenten zusammenstellen würden, und es ist ja so, ich habe versucht, natürlich brack.ch Preise zu nehmen. Nur ist nicht jedes Produkt im Shop bei uns oder gewisse Sachen sind
aktuell nicht verfügbar. Andere Sachen gibt es nicht mehr, weil ein neues Modell rausgekommen ist. Aber ich habe wirklich das Beste probiert und habe das Ganze noch mal ein bisschen gegengecheckt. Einfach allgemein auf dem Markt, wie die Preise sind. Aber es ist ja so, dass ich eigentlich so auf etwa 4'900 komme, wenn ich mir das alles zusammenstelle. Ich glaube, ich habe alles gedacht. Also wirklich alles, Case und die ganze Hardware, die hier verbaut ist, mit allen Lüftern, die da drin sind, in diesen Varianten, in diesen RGB-Ausführungen und so weiter. Auch das RGB-Steuergerät habe ich hier dazu gerechnet. Komme ich ca. auf 4'900 Franken. Und das System bei uns 6'098 Franken. Das heisst, wir können sagen, so ca. 1'200 Franken Differenz. Und es ist nicht nichts. Es ist nicht nichts, das muss man schon sagen. Aber man muss sich halt auch bewusst sein. Das ist ja da, wo ich sage, wenn man Komponenten selber zusammenkauft, ja, dann kommt man günstiger davon. Aber man muss es zuerst zusammenbauen. Und man muss viel konfigurieren und es kann viel schief laufen, oder? Vor allem, wenn man nicht viel Erfahrung hat damit. Und genau dort ist es so auch der Punkt, wo ich muss sagen, hey, dann macht es ja irgendwie auch Sinn, wenn man es machen lässt und dort dafür auch noch etwas zahlt. Ist es jetzt gerechtfertigt, dass man ja, sagen wir mal, einen Tausiger zahlt, dass es zusammengebaut wird? Rein nur für das nicht, aber man muss natürlich auch sehen, dass man hat 3 Jahre lang eine Garantie von Joule Performance. Wir haben einen Support, den kann man per Live-Chat anschreiben, oder? Den kann man per Live-Chat anschreiben, vielleicht nicht 24/7, vielleicht nicht mitten in der Nacht, aber so wie ich das gesehen habe, ist der immer gut erreichbar. Und man hat Leute, die daraus kommen. Also man muss sich da nicht irgendwie durch keine Ahnung, First-Level-Support kämpfen ewig. Ich bin jetzt der Meinung, das ist auch ein grosser Vorteil, den man hat. Wie gesagt, es ist alles zusammengebaut, es ist alles sauber verpackt. Wie gesagt, das ganze Zubehör. Man bekommt eine Schachtel, wo alles drin ist, was man braucht, schön angeschrieben. Das ist ja auch etwas, man hat Haufen Abfall dann auch. Und wo tut man jetzt all die Sachen hin, die jetzt hier beim Mainboard noch dabei waren, beim Netzteil und so weiter. Ich finde, das ist schon ein riesen Vorteil. Ich persönlich, ich bin PC-Gamer, ich bin das schon immer gewesen, ich bin Hardware-Nerd. Ich habe Spass am PCs zusammenbauen. Darum, ich würde es selber zusammenbauen. Allen anderen, vor allem, also wenn ihr das System kauft, das ist auch das Beste vom Besten und 6'000 Franken muss man auch zuerst mal haben. Aber wenn man das Beste vom Besten will, und das auch geliefert bekommen und man kann es einstecken, aufstarten. Klar, man muss Windows noch schnell installieren, das ist aber relativ schnell gemacht. Dann ist es eben schon nice. Also man hat wirklich null Aufwand. Man kann sich auf den Spielspaß, auf die Maschine konzentrieren, kann das Ding in Betrieb nehmen und das ist eben schon nice. Also das ist so ein bisschen zu meinem Fazit. Ich finde es eine mega geile Maschine. Es ist unglaublich leistungsstark. Also wie gesagt, das Beste vom Besten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber man muss Geld haben. Man muss Geld haben dafür. Genau. So, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde jetzt da mal so ein bisschen die Präsentation beenden. Und ich danke, also auf den Chat gehe ich da schon noch mal schnell ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich danke mal an allen Zuhörer oder auch Zuschauer vom Video, je nachdem, dass ihr mitgeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Troy's Tech Talk mit einer sehr geilen Maschine hier. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiss noch nicht, was beim nächsten Troy's Tech Talk kommt. Ich weiss auch noch nicht, wann er wird sein. Aber bleiben wir gespannt. Merci vielmals und tschüss zusammen. Bye, bye. So, Chat. Jetzt bin ich wieder für euch da. Chat, wie habe ich es gemacht? Nico meint Hammer. So, jetzt muss ich da schnell alles wieder einstellen, damit ich da euch sehe und euch höre.
muss sagen, ich war ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal, als ich da so quasi eine Präsentation muss halten. Aber es hat Spass gemacht.